Hier ruft Oberschlesien. Wir melden uns auf einer Festung im oberschlesischen Kriegsgebiet. Tag und Nacht grollt der Donner der Fronten zu uns herüber. Die Ohren gellen von den Verzweiflungsschreien geschändeter Frauen und vergewaltigter Mädchen, die in die Hände der Tiere aus dem Osten fielen. Die Rauchschwaden als Todesbanner der alles verwüstenden und plündernden Horden ziehen über das Land. Die Drecks vom Entsetzen der furchtbaren Wirklichkeit getriebener Menschen ziehen durch die Straßen. Aber der Oberschlesier, der hier im brennenden Land geblieben ist, weil es seine Pflicht verlangt, der nicht weiß, ob es seiner Frau, seinen Kindern und seiner Mutter noch gelungen ist, im letzten Augenblick vor den roten Horden zu entkommen, der lässt kein Wort des Jammers über seine Lippen kommen. Wenn man ihn fragt, wo ist deine Frau, wo sind deine Kinder, dann sagt er schlicht, ich weiß es nicht. Und in seinen Augen leuchtet das Wissen um die Forderung der Stunde, die keine Sentimentalität mehr kennt, die alles fordert, aber nichts verspricht als dies, dass Deutschland leben wird, auch wenn wir sterben.